Hey Freunde, Servus, hier ist der Renton, wir spielen Dark Souls weiter. Heute versuche ich mal einen weiteren Boss zu killen. Aber als allererstes mache ich das, was ich in der letzten Zeit schon gemacht habe. Nämlich die Gegner hier allesamt weglocken. Schön ausgewichen. Und sobald die weg sind, verrate ich euch mal ein bisschen, was ich jetzt gelevelt habe in der Zeit. War nicht so viel. Hab vielleicht 8, 9 Level gemacht oder so. Nicht arg viel. 1, 2 und 3. Okay, gucken wir mal in den Status-Screen. Wie ihr sehen könnt, habe ich für Magie so gut wie nichts gemacht. Beziehungsweise überhaupt gar nichts. Ich habe Dex ein bisschen hochgeschraubt und ich glaube Vitality auf 20 gebracht und Endurance auf 21. Sollte ich noch mehr ausbauen. Aber da das hier eine DD-Waffe ist, die auf Dex und auf Strength scaled, habe ich mir gedacht, gehe ich in die Richtung eines Quality-Builds, also wo Stärke und Dex gleich sind. Habe nicht einen kompletten Quality-Build gebaut, aber ich bin in die Richtung gegangen. Einfach für die Waffe hier. Oh, der hat mich böse erwischt, ey. Leck mich am Arsch. Leck mich fett. Auf dem Weg zeige ich euch noch die Katze hier. Begone from here, pernicious caitiff. Und ich habe mit der vorher schon gesprochen und es ist jetzt leider weg. Ich hätte dem Covenant joinen können, hab's aber nicht gemacht und wollte es eigentlich jetzt fürs Let's Play machen. Aber Arschlecken ist angesagt. Leider. Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier überhaupt weitergeht. Ich kenne mich hier null aus, gell? Ist schon zu lang her. Muss ich sagen. Und ich will versuchen, dass in der Woche mindestens 1 bis 2 Dark Souls Parts kommen. Ihr habt lang genug gewartet. Ich habe echt eine lange Zeit nichts hier gemacht. Hat auch irgendwie die Hoffnung, dass ich es auf der Xbox One spielen kann. Was leider nicht passiert ist. Und ja. Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Aber das hat jetzt Prio 1. Dark Souls beenden, dass ihr da endlich mehr zu sehen kriegt und dass es endlich abgeschlossen ist. Zum Glück macht es unheimlich Spaß, gell? Ich liebe das Spiel. Unheimlich. Und wir kommen zum nächsten Boss. Das ist Sif. Und Sif kann euch nichts anhaben, wenn ihr unter ihm seid. Oh. Mehr Schild einsetzen. Oh, schön geblockt. Ach du Scheiße, hey. Könnte sein, dass der mir noch Probleme macht. Oh. Ja, untot. Scheiße war's. Okay, Freunde, ich will versuchen, hier komplett durchzurennen. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Die eigentliche Taktik bei Sif ist die, dass ihr versuchen müsst, unter seine Beine zu kommen, weil er euch dort nicht treffen kann. Und hätte ich ein bisschen mehr Endurance gelevelt, wird er mir auch nicht so viele Probleme beim Blocken machen. Ich höre, der Gegner rennt hinter mir noch her. Aber eventuell... Das sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht gut aus. Und falls ihr es gemerkt habt, die Damage, die ich Sif selbst zugefügt habe, war in Ordnung. Die Damage war gut.
Also daran wird es nicht scheitern. Alter, das gibt's doch nicht. Glück gehabt. Wilder Kampf, wilder Kampf. Shit, shit, shit. Sag mal. Irgendwie. Ja, das war halt einfach saudumm jetzt, komm. Yo, dieses Mal ohne Lock-on. Und kriegt direkt auf die Fresse. Ah, gut. Wo ist er? Oh, da hinten. Hopp, noch einmal. Hat er sich auf die Fresse gelegt. Hey. So. Covenant of Artorias. Gucken wir uns gleich mal an. Traverse Abyss. Mit dem Teil kann ich in die Gegend gehen, wo die Geister vorher waren. Soweit ich das weiß. This ring symbolizes Knight Artorias' covenant with the beasts of the abyss. Its wearer, like Artorias himself, can traverse the abyss. Das ist schon mal nicht verkehrt. Auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo ein Bonfire ist. Glaube ich nicht dran. Und wenn doch, weiß ich es nicht. Keine Ahnung, ich verwende sicherheitshalber einen Homeward Bone. Weil hier müssen wir jetzt auch nicht mehr zwingend hin. Jawohl. Mit der Seele vom Sith könnt ihr euch das Moonlight Greatsword erstellen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber wir benutzen es einfach für die Seelen. Sollte es 16.000 geben? Ja, das habe ich noch im Kopf. So einen Scheiß habe ich noch im Kopf, gell? Level up. Reicht für 2 Levels. Machen wir Wit und Endurance. Jawohl. Okay. Wir begeben uns zum nächsten optionalen Boss. Dafür gehe ich zu Firelink Shrine. Und gehe einen Weg, den wir schon mal gegangen sind. Ich muss gerade nur überlegen. Ja, sollte hinhauen. Sollte hinhauen. Kriegen wir bestimmt platt.
möglich wäre es. Wenn er den mal lädt, hopplat, tu es. Danke. Sicherheitshalber das Bonfire hier mal aktivieren. So. Ich laufe da schnell hin und spul an die Stelle oder so. Okay, Freunde, wir sind zurück in Darkroot Basin. So gut wie. Allerdings von der anderen Seite. Da, wo ich jetzt hingehe, hättet ihr auch von dem letzten Bonfire aus hingekonnt. Aber mir ist der Weg hier angenehmer. Weil ich den meiner Meinung nach noch mehr im Kopf habe. Sehen wir dann gleich. Sehen wir gleich, ob ich richtig lag. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, geht es hier rechts in den Turm zu Undead Burg. Und wir wollen da aber nicht hoch, sondern wir möchten hier nach links, da hier unten sich ein Boss versteckt, der optional ist und wo auch zeitgleich, hier kann man schon leicht erkennen, da hinten ist eine riesige Hydra. Ist zeitgleich der Eingang zum DLC in dem Spiel. Sehr schön. Na. Och. Ich versuche hier diese Crystal Golems vorher auszuschalten. Weil der Weg darunter wird schon schlimm genug. Ich kann mal gucken, ob ich den herlocken kann. Jo. Ja, er kommt. Sehr schön. Und zwar spuckt die Hydra Wasser. Oder was auch immer die da spuckt. Aber sie spuckt auf jeden Fall. Und dem Ganzen möchte ich irgendwie so gut wie es geht entgehen. Alter, ich habe nur noch 5 Pfeile. Ja, das war ein Stückchen drüber. Das auch? Meine Fresse. Ja, also. Okay, wir gehen jetzt da runter und versuchen dem Wasser zu entkommen, was die schießt. Genau das hier. Ihr seht, ist hässlich. So, und hier kann man ein Stück weit laufen. Nicht komplett. Es besteht die Gefahr, dass man runterfällt, aber man kann ein Stück weit laufen. Und wir müssen die Hydra komplett köpfen. Na los. Sehr schön.
Viel ist nicht mehr, noch einer. Fuck. Hat's gereicht? Ich hab's sie wohl erwischt. Geiler Scheiß. Saubere Sache. Und wir haben einen neuen Ring. Wo war er denn? War das der hier? Das Crown Ring. Grants extra Sorcery Castings, but halves HP. Die Hälfte von den Lebenspunkten. Und dafür mehr Magie? Nee. Würde ich beim besten Willen nicht machen. Ja, hier hinten ist eine Höhle, wo man rein kann. Um den DLC später zu starten. Machen wir vielleicht noch. Ich bezweifle es. Aber es wäre eine Möglichkeit. So. Homeward Bone nehme ich jetzt nicht. Ich renne zurück zum Bonfire. Und dann schauen wir mal, was geht. So, wir sind zurück in Firelink Shrine. Und ich würde sagen, das war's hier auch an der Stelle mit dem Part für heute. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Mir hat's wie immer einen Haufen Spaß gemacht, auch wenn ich bei Sif zweimal verzweifelt bin halt. Aber gut, so ist es halt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie es mit dem nächsten Part weitergeht, wo wir genau hingehen, was wir genau tun werden. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Bis dann.